Hallo, hallo, hallo zu enger neuer Trailer-Reaction von engem Biopic, war ich gar nicht Schirm, dass das soll kommen. Den 18. April könnt Back to Black an die Kino und da ist das die Story über Amy Winehouse. Also keine Künstlerin, die so krass verfolgt tun, also zu dem Zeitpunkt, wo hat eben so viel Success hat, war schon also nicht so, wie soll ich so, involviert. Obwohl ich Musik da also immer recht gut von tun, ne? Also das war jo, das ist ja was immer Affaire de goût, aber konnte ja eigentlich nicht viel so und dann natürlich den Tod von Amy Winehouse war dann natürlich allseits bekannt als überall Thema. Dazu gibt es Biopic an, weil ich aber so Biopics immer ganz gern und ich fand das immer faszinierend, wie über die Leute an die so Biopic mehr geworden zu gehen. Und ich mir gedacht, komm, dann guck mal mal den Teaser-Trailer zu. Nee, so. Hä? Bon, okay. Geht lo. Du wenn guck mal lo ein Teaser-Trailer zu Back to Black und so. Der tut mich lo Business im Kontext brüht, aber das hält alles nicht ab. I don't write songs to be famous. I write songs because I don't know what I'd do if I didn't. Insgesamt so die Musiker-Biopics sind immer, sie sind so an der Last recht viel gewirrscht, ne? Können dann noch zum Bob Marley. Das ist schon ein bisschen präsent, über die Musiker-Biopics zu machen. Gucken wir mal weiter. People to hear my voice. Gleich im 2 nicht wirklich, aber das ist auch nicht schlimm. Ich fand das auch nie so unbedingt muss. Also wenn sie so Feeling von dem Künstler aber rüberbringen, ist das ja okay. And just forget their troubles. You gotta remember, I ain't no Spice Girl. Amy Winehouse. Be remembered for just being me. Okay. Back to Black. Ja, muss ich zwar nur direkt mal so, oh, der geht noch paar Sekunden. Kommt da noch was? Ne, können wir just nach hier rein. Also, du muss ich direkt mal so, das so ein bisschen von seiner Geschichte kann die oder kann nicht auf jeden Fall ein bisschen von seiner Geschichte aus so ein bisschen unter Gang oder viel besser gesagt an auch Beziehungen zu seinem Pap an so Geschichten, ne? Die familiären Beziehungen, du hast ja aber ein bisschen etwas geleakt, sagen wir mal so, das ist okay Geheimnis. Wenn der Film aber nur nimmen hat so zelebriert, seine Musik zelebriert an aber nicht die kritisch Sachen an Fokus hält, dann fand ich das war schon ziemlich kacke, wieso Leute nicht, boah, ist egal, los mal so wie das. Da fand ich das schon ziemlich null, muss ich ehrlich sagen. Ja, du geht's ja. Ein Trailer mischt du recht wenig mit mir, ne? Also ich hoffe, dass du einfach mehr Dave-Gang wird sehen, wie man das wie ein Trailer das vermute lässt, ne? Mit froh ist natürlich, ob seine Familie das dann so zulässt, ne? Du siehst wahrscheinlich oder Leute involviert, die über den Film da bestimmt, du wird gewesen oder wird nicht. Und du kann ich aber, also, wenn ich schon so Biopic mischt, dann soll das, fand ich auch ziemlich ähnlich zur Realität sein, ne? Dass verschiedene Sachen natürlich, heinst du ein bisschen abgehübscht gehen oder nicht so durchgestellt wie Realität waren, da das so gang und gäbe, aber ein bisschen, also das kann ja aber schon ein bisschen wie brutal sein. Ich denke nur Bohemian Rhapsody, wo viel Sachen verschenkt sind, naja, gut, da fand ich da brauche noch so Biopic nicht. Das Girl You Know It's True hat mir da ganz gut gefallen, das, also den kann der auf jeden Fall gucken, dazu gibt es doch ein Review auf dem Kanal. Ja, sind wir gespannt. Ich werd mir das ziemlich sicher angucken und dann
dank noch dann Gesümmer als hai an enger Filmleft-Episode ja bis du ja guck dir gerne auf dem Kanal wer dann so fand wer dann nach so hai gucken könnt ich denke das prall gefällt ihr werde ich Hex wahrscheinlich gefallen und an dem sind verabschiede ich mich an der Gesümmer bei der nächsten Kehre ciao